Ekran! Ekranen geef dich op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dank dat u vandaag erbij bent, dat u in radio of YouTube eingeschaltet hast. Mocht u hier een schöne titan. Ik zie Eduard Giesbrecht. En vandaag zie ik alleen im Studio. Ik kan niet einladen, jas. Maar ik hoop, u hast een sehr gute Titel mit mir taub, dat u kannst leren oder einfach tauharchen, wat Gott mir am Hart gelegt hat. En vandaag wat Gott mir am Hart gelegt hat, ist, dass zwei Sorten Menschen auf dieser Welt gibt. Und vielleicht hier steht da einmal der eine Kant und das nächste Mal vielleicht da nur der andere Kant. Und ich spreche anfangen mit den Menschen, die die Äußersten sind, was Jesus viel von redet. Und dort sind en viele Mal, wo Jesus redet über die Pharisäer. Ich will Ihnen bloß eine Schriftstelle lesen, und dort ist Matthäus 23, Vers 27. Du sagst, wij jün Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, je sind aus euer Witne gereben, von buiten Strom, aber von binnen voll Todesknirkes, in jeder Ort euer Reinigkeit. So lasst jün von buiten aus gerechte Menschen, aber von binnen sind je satzlose Heuchler. So, was Jesus durch die Pharisäer nannte, das sind Heuchler. Und ich glaube, Heuchler weiß wie alle, was das sind. Heuchler ist einer, was von buiten was wiese das, was er nicht wirklich ist. Und vielmal habe ich vielleicht auch das Problem, wie wiese was von buiten, was wir nicht in Wirklichkeit von Berne sind. So, das ist, glaube ich, auch von klein ab, dass wir es dort gesagt sind, oder als Mensch so ist. Wenn ein kleines Kind irgendwas das, was die Mama nie gesagt hat, und wenn die Mama dann nur das Kind checkt, dann schämt das Kind sich und will raufchecken oder hält sich die Hand für die Uhr oder das Kind weiß, das hat, was er getan hat. Und das Kind versucht, zu verstehen, was das getan hat. Und wenn wir abwaschen, dann lieben wir das immer besser mit anzugehen. Es kann das niemals sagen, wenn ihr mehr schluckt, die hohle Hand, und ihr kriegt Jas, und dann auf einmal, macht ihr hastig Abstunden in den Rücken, und ihr rübbelt in die Uhr, und dann die Haare sich zu sehen, dass das so sieht, als wenn ihr gleich geschlafen habt. Dann früher die Menschen, hast nicht mehr schluckt geholt, und sagst, no, ich habe gleich geschlafen, alles gut. Wirklichkeit hat sie geschlafen, die wir schon im tiefsten Traum werden. Und die versuchst das zu wissen, dass die das nicht hat. So ging das viele Menschen, aber besonders die Pharisäer in der Bibel auch. Sie weisen, dass sie sehr gerechte Menschen wären. Sie wären die Lehrer von der Bibel. Sie wären die Prediger sozusagen von der Zeit. Und sie wollen von Büten was schmackend wiesen. Aber von Berne wären sie einmal anders. Sie behandeln Menschen einmal sehr eingereicht. Oder sie leiten Menschen dort merken, wem nicht zu Pass kommen. Sie wären alle Hunde, die nicht gereicht werden. Und aber von Büten wollen sie dort nicht wissen. Sie beten und wir in die Schulen von der Zeit und weisen sich sehr heilig. Man in Wirklichkeit nichts davon werden wir. Du hast ein anderes Paar im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, das ist die Geschichte von Ananias und Sapphira. Das ist eine sehr interessante Geschichte. In der ersten Kirche, wo diese Geschichte passiert ist, verkaufte sie alle ihre Häuser und ihr Habengeld und brachte das alle nach der Kirche. Das muss nicht so sein, aber sie hören, dass es dort. Und Ananias und Sapphira verkauften ein großes Stück Land, oder ein Gebiet Land. Und sie deden sich selbst, wenn sie all das Geld nach der Kirche brachten. In Wirklichkeit hielten sie über einen großen Teil, oder ein Teil, wenn es für sich selbst tust. Und sie dachten, naja, nu haben wir Geld tust. Und als sie das nach der Kirche bringen, dann sagte Herr Jesus Petrus, dass sie haben was tust geholt. Und sie versuchen dort fair zu legen, dass sie alles gebracht haben. Und der Herr Jesus fragt Ananias, hey, was tust du geholt? Und, hey, alles gebracht, und sie dachten sich, ja, wir haben alles hierhin gebracht. In dem Moment starb der Mann, wenn sie gelebt hat. Und Petrus sagt, er hat den Herrn Jesus gelebt. Er hat Gott gelebt. Und da starb er. Und ein paar Stunden später kommt die Früh und dann starb sie auch, wenn sie auch waren verliebt. So, sie versuchen von Büten was anderes zu sein, als sie wirklich wären. Sie haben können sagen, nee, wir haben den aufgebracht. Ich glaube, dann würde das nicht so stütze wahr sein.
Nu habe ich eine ganz andere Geschichte. Dat is Matthäus 9, vers 9 bis 13. Du hebt dat aan de tekst gelijk dan. Matthäus, dat wie einer von die klaagde de tags van de mensen. En wat de trouble weer, ze klaagde veel te veel. Wenn sie 100 klaagde, dan klaagde ze 2 oder 3 oder 400. En al wat ze te veel klaagde, dat ging in ihre ene opnemen. So, Jesus jet in Matthäus in huis nennen en atmet am unkas en sagt, kom en volg me nu, du sollst mijn jünger zijn. En over de Pharisäer redt je zijn oje witne Jereva, je zijn hechler. In werkelijkheid wäre dat beides Stehlers, aber beides falsche Menschen. Wenn's wat jet Jesus in een zijn huis nennt en den anderen verdammt hij zo hard als een hechler. En ik geloof, wat de onderscheid is, wat ik even nu gedacht is, dat de Pharisäer, ze willen wat vermerken, wat niet reich weer. En Matthäus, hij wist dat hij een Stehler weer. Hij wist dat hij eierreichtig weer. Alle Menschen wisten dat. En hij verzagt het niet mal sehr fair te merken. En wie würde vielmal sagen, dat is de falsche Mensch, der wordt opstellen dat. Aber Jesus, der jet toegang krijgt onkas eten. En Matthäus, den zijn de leid, en hij merkt het alle goed wat hij gedaan heeft. En ik geloof, dat is wat Jezus nu zeker heeft. Een hart wat er op is. Een hart wat alles wiest voor het werkelijk is. Niet een hart wat er wiest, oh, ik zie van bijna ganz eierreich, maar ik verzeker dat van buiten zo te merken, wanneer alles fijn is. So, ik mag mij en die moet merken, dat we kunnen zo zijn als Matthäus. Vol eierreichtigheid zijn we al geboren. We zijn geboren en dat we dat niet versterken brukten. We hadden niet meer nodigheid dat we maakten van buiten ons zeer smaak abvieren en dat onze gedanken en onze wereld van binnen zeer dieste en donker en eierrecht is. So, wanneer die leven zo schwinsch is, dan komt met dat ganz schwinsche leven in Jezus. Verzeker dat niet 40 Mal, dat je zo'n fijner bent en zo'n heilig bent. Kom einfach zoals je bent. Voor Jezus kan je zo komen zoals we zijn. Dat je hebt nog veel meer personen in de Bibel. Een van de dichtste personen wat Jezus had, dat wie eine Frau, wat met een bijzen Jes bezat weer. Jezus drifte zijn bijzen Jes uit, en dat is een van de dichtste mensen wat hij laten heeft. Zo had Jezus vele mensen, dat wat ganz ooie zinder waren, en wat de mensen raufgestampeld hadden, ihr leven lang. Maar Jezus nam er aan. En ik geloof, Jezus is van jou ook nog krijgserij die aan te nemen. En dan wordt voor euer zinder du best. En dan wordt schleicht die laat van buiten. Zolang als du met die nog oprecht gaat verder aankomt. Wo immer schwinst dat is. En du juist aan dat gans, dan wil hij die aannemen. En ook voor die wat al Jezus kennen en al jaren met hem leven. Verzeker niet voor jullie vrienden wat ver te merken. Wo schmaakt die laat, oder wo goed du best. Aber verzeker niet voor die kerk wat ver te wijzen, wat du woest zijn willen. Zie einfach zoals du best. Verzeker niet een beeld te malen wat aardig is. So, dat is wat ik even nu gedacht heb van jou, dat we kunnen een werkelijk heilig leven vieren. Niet een gehecheld. Heb je hier al veel mensen op deze wereld gehoord. Je zei, ik heb opgehoord met kerk te gaan. En vraag en wat is de zaak? Wat wil je niet meer met Christen te zijn, of met kerkmensen te zijn? Of wat wil je niet de kerk gaan? En dan zei ze, mijn grootste grond is dat de kerk vol hechler is. En veelmaal wel we gaan dat onze kerk zo zeer smak zal laten, dat al die mensen wat er zijn, die zullen alle zich zo gruwelijk fijn opvieren. Einmal würde es vielleicht besser sein, wenn die einfach servieren, en dat toestonden dat ze een zinder weer wat den Dokterbrücke deden. Wenn's wat in diesem Bibeltext in Matthäus 9, Vers 9 bis 13 sagt, du sagst Jesus, die gesunde Brücke den Doktor nicht, sondern die kranke Brücke den Doktor. Dat is brückt einmal viel, dat wir dat toestonden kennen, dat ik een kranker zie en dat ik Jezus brückt. Hab nicht Angst, der tote Stunde. Wie alle brücke Jesus glücke sei, wie alle sind krank und sündig verarm und wollen naar Jesus kommen und sagen, heil mich, merk mich ganz nie. Ich möchte die Gottes sehen wünschen und dort die Kuss abhören mit Hechle, die brückst nicht wiesen für deine Freunde, wer du nicht bist. Gottes sehen und bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst.
Wenn du Frauen hast, wo du mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.